Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Ann. Heute machen wir irgendetwas mega Herziges. Schaut mal das an. Ich habe das im Netz gefunden und ich habe es auf verschiedenen Kanälen schon gesehen, dass das jemand gemacht hat. Also ich weiß nicht, wer es erfunden hat. Ist ja eigentlich auch schnurzegal. Wir werden es einfach nachmachen. Es ist so extrem süß. Das sind so kleine Täschchen. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach gerade sofort. Für das brauchen wir pro Täschchen, also nicht pro Täschchen, pro Teilchen, brauchen wir 2 quadratische Papierchen. Und das Einzige, was wir entscheiden müssen, ist, welches ist oben und welches ist unten. Und ich glaube, das da werde ich hier. Und das Papier werde ich gerne hier haben. Für die 2. Gut. Das geht schon wieder studieren, wie es schon wieder gegangen ist. Ja, ist ganz einfach. Also als erstes muss ich wissen, wo ist unten und oben. Was ein bisschen blöd ist, dass es muss ein Papier sein, eben genau, das ist nicht so gäbig zwar. So kann ich es nehmen. Es muss so und so gehen. Weißt du, wie ich meine? Einmal steht es nachher auf dem Kopf und das wäre so ja nachher blöd, wenn die Rose gegen oben zeigt. Aber wenn ich es so mache, dann ist okay. So, genau, ich muss es einmal, ich mache das jetzt auf dem Scoreboard, weil es ein bisschen besser geht. Aha, ich weiß nie, welche Richtung das ich muss. So, einfach eine kleine Kante möchten wir gerne haben. So, und das da kommt es glaube ich nicht so drauf an. Die sind alle irgendwie alle richtigen. Machen wir das so. Oder? Oder nicht? Machen wir es so. Ich weiß es doch auch nicht. Also einfach jetzt. So, das geht wieder weg. So. Und auch. Und dann falten wir das einfach ganz über. Bis ganz hinten. So, und das auch. Und dann lieben wir das gerade. Ich nehme jetzt den Tacky Glue, weil dann weiss ich, dass der sicher hebt und der trocknet auch recht schnell. Stecken wir das jetzt trotzdem hier unter die Unterlage. Schön zum Abdrücken. So. Voilà. Und dann machen wir doch die 2 noch gerade. Auch noch. Dann machen wir so und so.
So und so. Aha. Oh. Ups. Und da noch. Machen wir so. Ich weiß es wirklich nicht. So, gut. Und hier auch noch gerade überfalten, bis ganz das Kämpfchen über. Und ich habe das eben gesehen, dass die anderen, die das gemacht haben, die haben das zum Teil genäht, nachher die ganze Geschichte. Ich werde das leimen, weil bis ich wieder meine ganze Näherei vorgeschleppt habe, geht das wieder 100 Jahre. Oh, vielleicht sollte man es vorher noch falten, bevor man es leimt. Ja, noch machen wir halt gerade 2 in 1. So. Ja, und ich habe das eben ausprobiert mit Leimen. Also ich meine, hier, die Kante hier, über da 100 Papierchen drüber reinnähen. Weiss ich nicht, ob meine Nähmaschine das überhaupt verkraften würde. Genau, aber mit dem Tacky Glue klebt das tatsächlich extrem gut, wenn man das schön beschwert und andrückt. So, also, jetzt haben wir gesagt, so, das haben wir tatsächlich merken. Also, klappe ich das jetzt einfach mal auf und ich mache das so etwa Handgelenk mal Pi. Schaue ich da, wie der Abstand ungefähr könnte sein. Ich kann auch sagen, okay, ich tue es noch nicht gerade ganz falten. Ich habe mir zuerst einmal das noch her. So, und dann sehe ich ungefähr, hey, ja, genau, so, oder noch ein paar Millimeter rauf oder runter, oder wie auch immer. So, aber so im Großen und Ganzen könnte das tatsächlich etwa so sein. Also, drücke ich den mal an. Und nachher dann drücke ich den mal an. So. So, lieg. Und da auch noch mal ein bisschen nachdrücken. So, jetzt sind wir eigentlich ja schon fast fertig. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall die Ringers da, die Halbkreislis. Aha, genau das, weil ich da so schlecht bin mit die Mitte finden, habe ich gedacht, ich will mir das gescheiter anzeichnen. Ich will mir das anzeichnen. So, oh. Wenn man wieder einen stumpfen Bleistift hat, dann kann man es extrem gut mit die anzeichnen. So, aber ihr könnt ja extrem gut die Mitte schätzen, dann müsst ihr das auch nicht unbedingt anzeichnen, wenn ihr keine Lust habt. Das muss nur ich, weil es bei mir sonst wieder komplett krumm wird. Einmal so und einmal so. Und da, wo ist unser
Bleistiftstrichli da. Und da. Solig. Genau. Und dann können wir das jetzt mal inken. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte eins noch einmal grün machen und eins mit dem Pink, Violett, ich weiß auch nicht was. Und das wäre nämlich gerade das da. So. So, ich tue jetzt auf der Hinterseite auch, weil ich jetzt noch nicht weiss, ob ich jetzt das dann reinklebe ins Journal oder nur reinlegen. Man kann das natürlich auch in ein Täschchen reinstecken oder so. Oder ja, einfach reinlegen oder reinbinden. Irgendwie mit einem hübschen Schnürli oder so dran herbinden. Ich weiss es noch nicht, darum tue ich jetzt halt einfach mal rundherum. Das schadet ja dem nichts. So. Das wäre mal das eine. Und dann kommen wir doch gerade mal mit dem noch hinterführen. Da weiss ich jetzt nicht, soll ich so oder so? Ich glaube so. Ich glaube so. Also das heisst, zuerst wieder den hier falten. So ungefähr so hätte ich jetzt mal geschätzt. Und dann schauen wir, ob der da raufkommt. Ah ja. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. So, und das da. Oh. Ich sehe, dass es ein bisschen komisch rumgeglitzt ist. So. Und wie ist das? Ist das herzig oder ist das hübsch? Prima. Doch, gefällt mir. Und dann hier auch wieder schnell die Mitte abmessen. Das geht ganz rucki zucki. So, und wirklich einen Millimeter müssen wir ja jetzt also auch nicht. Aber immerhin besser, wieder, wenn jetzt das komplett am falschen Ort ausgestanzt wäre. So, gut, dann haben wir gesagt, eins machen wir noch mit dem hübschen Moosgrün. So, jetzt musst du da einfach ein bisschen auf die Seite. So. Oh ja, das passt so wunderbar zu dem.
Salig. Und wie gesagt, das machen wir jetzt hinten auch. Für alle Fälle, wenn wir es jetzt nicht einkleben würden. Und ich finde die auch so wunderschnusig. Die kann man auch super auf ein Geburtstagskärtchen zum Beispiel draufkleben und da irgendwie ein Nötchen oder irgendetwas rein tun. Solig. Voilà. Gut, dann kommen jetzt hier die kleinen Tabs. Die sind einfach so reingeklebt. Und auf diesen Kanälen, wo ich das gefunden habe, hat man die ausgestanzt. Mit so einem Tabstanzer. Das habe ich nicht. Darum tue ich mir die jetzt halt einfach zuschneiden. Und ich glaube, wie viele Linien habe ich da genommen? Wie viele Textziele? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, machen wir das so. Und 1, 2, 3, 4. Ja. 1, 2, 3, 4. Next. So, ich weiß gerade nicht, wie viel das ich brauche. 1, 2, 3, 4. So viel wahrscheinlich nicht. Aber jetzt habe ich halt so viel. So, und dann. Das braucht es nicht. Kann ich die gerade miteinander schneiden? Das wäre auch noch schön. He? Wie viel brauchen wir denn insgesamt? 8. So, jetzt mache ich das hier auf meine Linie von meiner Unterlage. So. Und wie breit machen wir sie? So. Etwa so. Einfach so breit, wie es einem gefällt, oder? Und wie viel ist das jetzt so? Genau. Acht. Gut. Das ist es. Ja. Jetzt habe ich auch gemerkt, dass die gerade, so wie sie sind, mega knapp hier noch in meine Eckenrunde reinpassen. Das ist sehr schön. Sonst müsste ich jetzt das alles mit der Schere machen. Und ob das so genau rauskommt, das wüsste ich ja nicht. Aber ich glaube, kleiner oder so dürfte sie tatsächlich nicht sein. Komm. So. Einmal so und einmal so. Also, dann würde ich auch noch schnell ein bisschen inken.
Da ist besser. Wir brauchen noch ein bisschen Farbe. Sonst sind wir da morgen noch dran am Minken. So, 4 rosarote und grüne. So, jetzt haben wir es aber. So. Dann kleben wir doch die da rein. Oh je, schau mal. Mega schnussig, he? So, und ich würde sagen, gerade so die ersten 2 Textziele schauen oben raus. An dem mache ich mir das jetzt gerade an. So, und links und rechts ein bisschen in die Mitte. Dann kommt das schon gut. Noch rüber. So. Da geht jetzt niemand nachmessen. Die Tabs ganz genauestens in der Mitte sind. So. Wenn sie jetzt komplett krumm wären, würden wir es natürlich sehen. Aber bei dem sind sie zum Teil auch nicht ganz gleichmäßig. Und bis jetzt ist es, glaube ich, noch niemandem von euch aufgefallen. So. Oh, herzig. So mega schnussig. Voilà. Und so verschwindet nämlich auch das letzte Weiß, das man auch noch sieht. Aus dem Hintergrund. Man könnte natürlich auch einfach etwas reinkleben am Anfang. Einen Streifen oben. Aber mit diesen Tabs sieht doch das gerade so aus wie so eine super herzige kleine Mini-Kartei. Wow. Und weit hin. So. Voilà. So. Sehr süß. Jetzt würde ich sagen, kleben wir es zusammen. Und dann ist es jetzt so. Also ich zeige das schnell. Wenn ich das hier nähen würde, dann hätte ich tatsächlich einfach links und rechts nähen. Dann hätte ich
hier ein Täschchen und hat hinten dran auch noch gerade ein Täschchen. Ich könnte also mega viel Zeugs drin tun. Aber weil es sowieso schon so dick ist, finde ich, macht das überhaupt nichts aus, wenn man nicht so viel Zeugs drin kann tun. Also wenn man jetzt nur 4 Täschchen hat. Von dem her kann ich einfach auch gerade alles zusammenkleben, komplett. Also ich mache hier Leim, hier Leim, hier Leim. Zack, zusammen andrücken. So. Und dann, das andere ist noch, das möchte ich noch schnell zeigen, die da habe ich jetzt mit so, wie sagt man dem schon wieder? Also Glitzerkleber, Glitzerleim, Novodrops oder so etwas in dieser Art. Habe ich die Töpfchen gemacht. Da kann man aber alles Käbs draufkleben, wo man Lust hat. Wenn man überhaupt etwas möchte draufkleben. Also so sind sie ja auch schon extrem herzig. Ich habe mir jetzt die hier rausgesucht. Ich habe hier Perlen und so irgendwelche Glitzerdinger. Ich glaube, ich nehme auf dem einen die einen und auf dem anderen die anderen. Aber das mache ich dann erst nachher. Zuerst muss das wirklich richtig fest andrücken und durchtrocknen. Und wenn ich es dann geleimt habe. Und nachher kann ich erst die drauf tun. Sonst kann ich es natürlich eben nicht mehr so gut andrücken, wenn da etwas vorsteht. Also, dann leimen wir doch einmal und das leimen wir auch gerade zusammen. Ich könnte es natürlich auch einfach links und rechts leimen. Aber ob das dann so gut hebt, da wäre ich mir jetzt also nicht so sicher. So, dann stecke ich das mal da rein. Und dann kommt hier noch. So, fest andrücken, schauen, dass es auf der Seite nicht rauspflödert. Und da werde ich dann sicher nachher noch etwas beschweren drauf. So, also. Zack, das macht ein bisschen mehr Sinn, wenn ich zuerst Stahlleim drauf tue. Habe ich gerade gemerkt. So. Und da. Ups. So. Und da noch. Voilà. Gut. Und dann müssen wir jetzt das mega gut andrücken. Und dann lasse ich das jetzt gerade ein Weile so. Hier, Blumenvase. Zack. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher wieder. So, voilà. Ich glaube, das ist genug angedrückt. Das geht hier nie mehr her. Das ist so alles gut. Und jetzt wollen wir doch noch da die hübschen Tüpfchen drauf machen. Wie gesagt, ich habe mir da die hier rausgelesen. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig. Doch, ich glaube, ich mache die Perlen aufs Grüne und die glitzerigen auf das
pinkigen. Muss ich mal schnell schauen, von der Grösse her. Ich möchte eigentlich nicht hier die ganz grossen nehmen, obwohl das würde auch gut gehen. Nein, ich nehme hier die. Ich nehme die. Und weil ich dem Kleber jetzt nicht ganz so vertraue, mache ich hier überall noch ein Tüpfchen Leim drauf. So. Ja, 8 habe ich noch tatsächlich von denen. Aha. Ja, genau. Jetzt klebt es mir an der Matte. Sehr gut. Oh Mann, komm doch einfach. Komm da drauf. Du willst hier wohnen. So, komm, ein bisschen andrücken, wie wir es glaube ich schon haben. So. Oh ja, ich glaube, das wird mega herzig. Was ich mir auch noch überlegt habe, ist, was man drauf tun könnte. Ah, wie heissen jetzt die schon wieder? Die goldigen Klammern, die man die Beine so hinten auseinander tun kann, damit etwas beweglich ist. Die, wenn man diese Beine abknipsen würde, sehen doch die auch gerade so aus wie Nieten. So, und dann jetzt hier noch Perlen. Tack. So. Jetzt haben wir von denen auch 8. Nein, schau jetzt, von denen haben wir nur 7. Dann müssen wir auch die grossen nehmen. Aber das macht nichts. Die ganz kleinen wären, glaube ich, ein bisschen zu mickrig. So, jetzt haben wir hinten schön in den Leim hineingelangt. Wow! Klebt es mir an der Hose fest. Ja, ja, ist gut. So. Jetzt haben wir das dann. Voilà! Und die haben nämlich auch schon. Bei denen da müssen wir jetzt noch ewig lang trocknen. Aber nein, so sind die natürlich schon fertig und einsatzbereit. Für in unserem Journal zu wohnen. Die Frage ist nur, wo? Das habe ich mir nämlich noch überhaupt nicht überlegt. Ich suche mal. Hey. Das wäre doch ein guter Spot. Ja, ich finde, da könnte man es auch gerade reinleimen.
So. Oh, sehr herzig. Oh, ich bin total verliebt. Ich finde die mega cool. So, und dann das Grüne noch. Das Grüne, das Grüne. Das Grüne würde es vielleicht hier passen. Das würde eigentlich noch ganz gut passen. Schnell schauen, ob wir das nicht könnten neu rein. So, ist nicht so cool, he? Oder doch? Ja, wieso eigentlich nicht? So, ja, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das kommt einfach hier rein. Und sonst, es ist natürlich ein bisschen schwer. Es könnte sein, dass es dann wieder rausrutscht. Sonst kleben wir es dann einfach zum Beispiel hier rein. Hier nicht. Oder hier. Ja, ja. Aber jetzt, fürs Erste, würde ich sagen, möchte das gerne mal hier wohnen. Und, ja. Ich würde sagen, mit dem Bild hier verabschiede ich mich bei euch. Es hat mir mega Spass gemacht. Ich finde die extrem herzig. Und merci an den, der das erfunden hat und alle die das schon gezeigt haben. Ich habe es jetzt halt auch noch einmal gezeigt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!